der Maulbeerbaum. Und der Text, den ich geschrieben habe, heisst «Feuchte Überraschung». Etwas Feuchtes in meinem Ecken. Wie ein Münchi, aber eins, das nicht aufhört. Zuerst ein Klüpfen. Hat mich ein Vogel angeschissen. Ich habe mich nicht getraut, zu spüren, was es ist. Hier gramselt, kräschelt und liedet der Sommer vor Wöhli. Trotz dem strengen Balancegebot vom Lavendel ist eine Erotik-Orgie im Gang. Der Philemon lacht mich aus. Das ist, denke ich, ein Maulbeere. Das kannst du essen. Wir hocken unter diesem riesigen Baum, der mit seinen grossen, rauchen Blättern die Sonne stoppt. Wir lehren. Ein Krüsi-Müsi von Mattformeln, Französischwörtern, Versen auf Griechisch und historische Wichtigkeiten. In diesem Sommer flimmert alles, jutzt und träumt. Ich gewöhne mich daran, die feucht weichen Maulbeere ab dem Ecken zu lesen und ins Maul zu stossen. Das ist die Bestimmung von diesem Beere. Es gehört ins Maul. Es gibt noch eine andere Bestimmung. Also, ob der Baum das wollte oder nicht, weiss ich nicht. Aber auf jeden Fall braucht man ihn dazu brauchen. Und darum begrüße ich jetzt meinen ersten Überraschungsgast bei mir begrüßen. Das ist der Ueli Ramseyer mit einem Maulbeere. Baum, Bäume. Der Ueli Ramseyer kenne ich, weil ich mal eine lange Arbeit gemacht habe über Seide in der Schweiz oder die Schweiz und ihre Seide. Und der Herr Ramseyer ist eine ganz tragende Kraft in dieser Bewegung. Mir nimmt es Wunder, Ueli Ramseyer, die Bäume, haben jetzt die auch dieser Weg gelitten in diesem Frost? Ja, also es war ein Gemetzel, müsste man fast sagen, wo da vom 19. April an sind die starken Frösche gekommen. Da sind also alle frischen Triebe abgefroren. Und das ist der einzige, der überlebt hat, weil alle anderen sind auf dem Feld und den konnte ich ins Haus reinnehmen. Glückspilz! Genau, also, aber sie schlägt jetzt wieder aus. Also, es ist, ich habe gerade am letzten Sonntag gesehen, dass die ersten Knöspel wieder treiben von neuen Blättergeneration, die da wieder kommt. Es ist nicht alles verloren. Ah, Glück. Mir dünkt es immer, Seide schmecke nach Baum. Und eigentlich ist ja Seide einfach Maulbeere-Blattmasse. Obschon die ist recht rauch, Seide ist ganz fein. Stimmt das, wenn ich das behaupte, Seide schmeckt nach Baum? Also, Geschmäcker sind vielleicht verschieden. Ich habe jetzt das Gefühl, es schmeckt nach einem Tier. Ich habe in der Vorbereitung gesagt, nach nassem Hunger. Ich habe jetzt überlegt, nein, das ist das Negativ. Kein Problem. Aber es ich kann damit leben, dass mein Hunger manchmal stinkt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr spezieller Geschmack, der der Seide ganz eigen ist. Und dass es nur vom Maulbeerbaum ist, das einzige Futter, das die frisst, hat wahrscheinlich schon einen geschmacklichen Einfluss auch auf die Seide. Also eine Mischung, oder? Aus dem, was das Tier macht mit seiner Chemie. Die Chemie stimmt einfach zwischen Tier und Pflanzen. Sagen wir es doch mal so. Genau. Die Seidenraupen. Also, ich bin ja die mal aufnehmen. Das ist mir sogar gelungen. Man hört die wirklich in dieser Sendung. Grusen die euch nicht ein bisschen? Nein. Ja, das muss er jetzt sagen. Nein, aber es ist wirklich so. Also eine Seidenraupe ist so fein wie schon die Seide selber. Sie beißt nicht, sie sticht nicht, sie ist nicht glitschig. Sie schiesst nicht. Sie schiesst ganz viel, aber ganz wertvollen Dünger, den wir dann wieder brauchen. Aber wirklich eine Seidenraupe ist zum Anrühren ein wunderbares Wesen. Wirklich schon so fein wie die Seide. Jetzt ist ja das schon ein Zeitchen her, dass man in der Schweiz und auch sonst nördlich von den Alpen immer wieder probiert, mal Seide
herzustellen. Siderraupenzucht, man hat das Gefühl, man macht das grosse Geld. Ja, jetzt so in dem Umfeld, wo man jetzt ist, weil meistens ist ja das mehr oder weniger in die Hose gegangen, früher oder später. Wieso kommen jetzt gerade ausgerechnet heute, in dieser Zeit, Herr Ramseyer, dir auf die Idee, wieder Schweizer Seide zu produzieren? Es ist so eine Mischung zwischen Faszination an diesem Zyklus eben vom Maulbeerbaumblatt bis zu dieser Seite und eine Not, die mich dazu getrieben hat. Die Not ist in Bauernau und wir haben ganz wenig Land und da muss man Spezialkulturen haben, für eben eine Wertschöpfung zu machen. Und dann eignet sich die Seidenproduktion hervorragend. Also auf wenig Land kann man viel Maulbeerbäume pflanzen und entsprechend auch viel Seidenraupen aufziehen. Also so die Mischung zwischen der Liebe, Faszination vom Material und einer Not, eigentlich nicht ein normaler Milchbau zu sein. Aber der Erfolg gibt euch ja eigentlich recht. Es funktioniert bis jetzt gut. Es funktioniert gut, genau. Also wir sind ganz klein noch und bescheiden, aber ja, richtig schweizerisch halt. Ja, ja, weil wir haben ja gar nicht so viel Seiten. Wir können jetzt nicht Hermes beliefern oder irgendetwas Grosses. Aber es ist so, dass wir für die Bauern einen anständigen Stundenlohn verdienen. Ich wünsche euch und eurem Projekt ganz viel Erfolg und merci für mal euch und den Maulbeeri. Danke vielmals.